Willkommen zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword im Sitzen. Auch hier mit Link, der hat auch eine schöne Sitzstunde. Link kann ich irgendwie durchaus verstehen, aber ich würde raten aufzustehen, weil im Sitzen kann man relativ schnell müde werden und es ist schon vorbei. So. Naja. Wir haben letzte Folge den Zwischenboss platt gemacht, und zwar den Piraten-Captain, der ja das Schiff übernommen hatte. Und haben ihn nicht nur besiegt, sondern auch den Bogen von ihm erhalten. Beziehungsweise als Sieg über ihn. Natürlich ein Item, was legendär ist in der Legend of Zelda Geschichte. Ich würde sogar behaupten, von allen Items, die wir haben, eigentlich das Item, was immer wieder vorkam. Nebst den Bomben. Ich glaube, die beiden gab es immer. Den Greifhaken. Oder Fanghaken und Doppelhaken mit der Zeit dann auch. Der ist auch sehr, sehr häufig anzutreffen. Und ab und zu gab es ja auch mal die Peitsche. Das Meisterfänger oder das Netz einfach. Ja, die Schleuder natürlich auch. Aber waren schon eher die seltenen Items. Krug und Käfer gab es eigentlich nur hier. Aber ja, so Bogen, Bomben und Greifhaken. Das sind schon die Items, die es eigentlich in der Legend of Zelda Serie am häufigsten gab. Oder immer wieder gab. Nein, stimmt nicht. Bis auf Breath of the Wild. Weil da gibt es ja weder Greifhaken noch Bogen. Und beim Bogen habe ich mich immer gewundert, warum es keinen Bogen gibt. Ist einfach zu altertümlich oder was? Denke ich mir auch so. Wobei, Quatsch, was erzähle ich da? Natürlich gibt es einen Bogen. Aber ein bisschen andere Form. Aber es gibt natürlich den Bogen. Das andere war halt einfach ein bisschen die Greifhaken, genau. Der Greifhaken dachte mir so, Greifhaken, warum nicht? Den hätte man eigentlich mit der Sheikah-Technologie auch cool machen können. Aber egal. Also, Bogen, wie gesagt, haben wir. Bomben natürlich auch in anderer Form zwar, aber es gibt's. Und jetzt wird's lustig. Gebieter, siehst du das? Es besteht eine Chance, 90%, dass dies ein Stein der Zeit ist. Was mich jetzt mal wundernehmen würde. Für uns ist 100%ig klar, dass es Stein der Zeit ist. Das sieht man. Was mich jetzt von Fei interessieren würde. Was wäre dann Ihrer Meinung nach die restlichen 10%? Was soll es denn sonst sein? Ich empfehle, ihn mit einer Waffe zu aktivieren. Er dürfte auf dem Schiff einige Veränderungen bewirken. Er will es hoffen. Wir müssen in der Zeit zurückreisen. Obwohl ich denke mal, Nairus Flamme wird es trotzdem noch geben, auch hier in der Gegenwart. Aber die Frage ist halt mehr, wie kommen wir da hin? Das geht, glaube ich, nur in der Vergangenheit. Oder wenn wir zumindest einiges hiervon zurückversetzen lassen. Ernsthaft jetzt? Ich bin echt ein Meisterschütze. Okay. Es gab einen Mechanismus, um den Stein der Zeit zu verstecken. Da fragen wir uns ja natürlich auch direkt schon, warum? Also, warum hatte man in der Vergangenheit einen Stein der Zeit? Wollen wir damit noch weiter in die Vergangenheit gehen oder in die Zukunft? Oder wer schießt auf mich? Hallo? Nächster Kumpel. Unverschämtheit sowas. Oh, ein Schädel. So, 2 Hebel schon ein bisschen down. Warte mal ganz kurz. Danke. Dann gehen wir nochmal hoch. Das ist aber ein schönes Schiff. So. Na, Kumpel. Tschüss. Ich habe eine Postkarte. Wow. Und die überall schießen. Sag mal. Von da oben ballert er? Alter, Respekt. Aber ich bin besser. Und mit besseren Bogen. Oh, ich muss noch ganz kurz rüber.
Nein, verdammt. Schnell, Link, schnell. Nein, Shelly ist weg, scheiße. Ah. So. 10 Fall erhalten von den Köcher. Müssen wir dann noch upgraden, beziehungsweise einen größeren Köcher kaufen. Yeah. Und extra Köcher vor allem. Okay, ja, ich muss mich da runterlassen. Ich dann dahin komme. Ich will runterfallen, will vielleicht auch so gehen, mit irgendwelchen Glitches oder so. Okay. Drauf zielen kann ich runter. Die Frage war jetzt, muss ich das jetzt schon machen oder kommt das erst später? Aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr, Freunde. Andererseits bin ich jetzt schon mal hier oben. Kann ich auch jetzt genauso gut machen, oder? Ja, oder eben auch nicht. Wie war denn das schon wieder? Musste ich hier rein und dann kam ich da wieder raus? Nee, das macht keinen Sinn. Dann müsste sie irgendwie erstmal öffnen. Oder um zurückzukommen, muss ich mir irgendwie hier fallen lassen, wenn du auch noch eine Variante war. Falsches Item, Link. Mal kein Quatsch. Ich glaube, hier runterfallen lassen wird schwierig. Ja, glaub gar nicht. Okay, vielleicht geht das ja wirklich auch erst später. Nochmal vom Bord gehen. Nee, geht auch nicht mehr. Wollten uns gerne mal mit dem Captain quatschen, was er davon hält. Hä? Komm mal nicht rein. Ja gut, warte mal. Haben wir eigentlich da oben schon alles gemacht, weil ich bin ja relativ früh da abgesprungen. Weil ich unbedingt dem Schmuckschädel hinterher hechten wollte. Vielleicht muss ich hier auch erst einmal noch ein bisschen hantieren. Es lebt die Technik! Sie nach oben ziehen lassen, geil! So. Ist mal Ruhe hier. Und tschüss. Generell ist schon die Idee, nicht schlecht, ist doch das einfach wieder. Hä? Ja, will ich doch. Hallo? Okay. Motion Control hat gerade wieder ein paar Bugs, sag ich jetzt mal. Michael, das hast du toll gemacht. Wie bist du durch die Elektrosperre gekommen? Schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher. Jetzt musst du mir helfen, meine Jungs zu retten. In dieser Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie festgehalten werden. Das war doch schon.
Ich habe Angst. Ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das. Ah. Also ich muss seine Jungs retten, aber er selber... Pff. Schön. Okay. Ja, ist echt gerade... Warte mal. Stimmt gerade einiges nicht. Sag mal. Irgendwie... Ja, heute stimmen die Dinger irgendwie überhaupt nicht. Warum das irgendwie so stark zittern? Egal. Wird schon klappen. So. Da sind wir wieder da. Das ist prima. Warte mal, ich glaube, der war deswegen wichtig. Geht sogar erst später. Dahinter gab es noch irgendwie ein paar Truhen zu holen. Warte mal. Wenn ich schon mal hier oben bin, erstmal ganz kurz gucken. An einem echten Piratenschiff. Oh, eine Fee. So, genau. Hier kommen wir so wieder zurück. Aber er muss erstmal unten entlang. Wieder mal eine Stelle für die Lyra. Krasse Scheiße. Ja, was soll er jetzt zeichnen? Ich weiß was. Ene mine Mopel, wer frisst Popel? Danke. Und da haben wir es doch auch schon. Ein Herzteil. Erinnert ein bisschen an Twilight Princess, da war es doch auch so, dass es pro Tempel irgendwie immer eine bestimmte Anzahl Herzteile gab. Jetzt hier zwar nicht so, aber hier gibt es zumindest auch mal ein paar Herzteile. Das war nicht bei jedem Spiel so. Also nicht bei jedem Zelda-Spiel. Dass es immer pro Tempel auch Herzteile gab. Normalerweise hast du einfach einen Herzcontainer vom Endboss und was es dazwischen gibt, das waren halt, ja, eben halt auch die Items und so, nicht wahr? Ich frage mich jetzt gerade, würde ich überhaupt reinkommen? Warte mal. Man könnte ja mal. Wieder zurücksetzen. So, was hätten wir jetzt hier? Hier runter kann man trotzdem nicht. Würde der Mechanismus hier noch funktionieren? Okay, der klappt noch. Aber kommen wir überhaupt hier weiter oder ist das auch eine Sackgasse? Nö, keine Chance. Okay. Hätte ja sein können, Freunde. Was natürlich jetzt ist, jetzt wo ich den Zeitkristall wieder, sag ich mal, deaktiviert habe, dass jetzt wieder ein Schiff reinkommen. Nur ist ja die Frage, wenn ich wieder am Schiff drin bin, wie kann ich denn dort wieder den Zeitstand aktivieren? Also ist irgendwie ein ewiges Hin und Her, Alter. Wobei runterkommen ist doch so oder so. Runterkommen kommst du eigentlich immer, wa? Runter. Hoch, da ist meistens das Problem. So. Also raus komme ich natürlich nicht, ist klar. Au, au, au. Schocktherapie. Ah, die Tür ging auf. Okay, habe gar nicht mitbekommen. Ja, dann ist ja easy peasy. So, war ja hier doch nicht die Kapitänskajüte, sondern eben der, ja, sagen wir jetzt mal Bug, war. Kann man gucken, hat sich hier etwas verändert, dadurch, dass wir jetzt in der Vergangenheit sind? Lebt der Typ wieder? Eigentlich müsste er wieder leben. Eigentlich. Andererseits haben wir auch schon herausgefunden, dass sich ja im Prinzip nur die innere Uhr umstellt, wenn wir hier etwas zurückdrehen.
und nicht wirklich irgendwie hier mit Leben und Tod gespielt wird. Hä? Also jetzt nicht so, dass der Stein der Zeit irgendwie in der Lage wäre, die Zeit komplett zurückzudrehen, sondern es einfach nur für gewisse Dinge. Für gewisse Aspekte, die im Laufe der Zeit halt schlechter werden würden, dass man das wieder umkehren kann. Ich weiß, es klingt ein bisschen creepy, aber irgendwie ist es halt so. Ich will es machen. So, was das hier soll, aber bis heute noch nicht verstanden. Aber hey, ich muss nicht alles verstehen. Auch wenn ich es gerne möchte. Servus! So, und wie konnte hier durch irgendwie Treibstand werden in der Zukunft? Kann das mal einer erklären? Das verstehe ich nämlich bis heute nicht. So. Okay, ja, Fei will schon wieder irgendwie was sagen. Kann man schon denken, was? Sie will bestimmt sagen, hey Gebiet, du kannst hier rausgucken. Weil wir sehen ja, wir kommen da nicht weiter, wir kommen da nicht irgendwie zur Truhe. Empfehle nach oben zu gucken. Ja, es hat Lichtfei, also. Insofern wäre es natürlich schon besser, dass sie jetzt im Remake so gemacht haben, dass das Fei nicht einfach wieder automatisch erscheint, sondern dass man selber auch überlegen darf. Hä? Wo ist denn jetzt? Hä? Moment mal. Ist doch eben noch. Aha. Der falsche Master da angeguckt. Ich dachte gerade, hey, kann er gar nicht sein. Wow. So, was haben wir hier Schönes? Na, endlich mal die Karte. Wurde ja auch mal Zeit. So. Hätten wir das auch gemacht. Wie dass wir wieder hier rein könnten, auch wenn ich momentan den Sinn dahinter nicht sehe. Ein paar Pfeile. Alles voll, die anderen Kisten, beziehungsweise Fässer sparen wir noch schon später auf. Okay, hier haben wir jetzt auch gesehen, auch in der Vergangenheit ist hier alles noch zu. Ja, hier zu treffen, das wäre ein Meisterstück. Okay, erstmal runter, war. Das war eigentlich nicht wirklich noch was Schwieriges oder so. Wo wir irgendwas lösen müssten. Oder mussten. Wir müssen einfach erstmal die Crew des Captains retten. Au, 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 au. So. Oh! Ciao. Das sieht natürlich auch interessant aus, wa? Okay, da kommen wir von hinten rein. Wer kennt's nicht? Ganz ehrlich. Hä? Okay, mein Schwert ist zu lang, ich habe sie getroffen. Mal gucken, wie viele Treffer ich so brauche.
Ja, ist auch nicht so stark, wie ich gerne wollte. Okay. Ist das hier... Ich wollte gerade sagen, ist noch der gleiche Mechanismus, aber nee. Was komplett anderes. Huch. Okay, schade. Tja. Die Zeit zurückdrehen wird mir nicht viel bringen. Wisst ihr was, Leute? Wie bist du als Mensch eigentlich hereingekommen? Schön, dass du gemeinsam in den Ketten gekommen bist, um uns zu retten. Aber solange der Elektrozahn in Betrieb ist, kommen wir hier nicht raus. Wie kann ich ihn deaktivieren? Achso, der Maschinenraum befindet sich unter diesem Kerker. Ja, wie kommen wir da hin? Im Maschinenraum gibt es einen Gang, der in diesen Kerker führt. Von dem Maschinenraum zu durchqueren muss ich die Stromschalter betätigen. In diesen 2 Orten befinden sich Stromschalter. Ah, okay. Hilf uns! Ja, machen wir natürlich, Freunde, machen wir natürlich, gar kein Thema. Machen wir. Was vielleicht ein Thema werden könnte, ist abgesehen von der Partlänge. Naja, Aura der Flamme. Ja, ist abgesehen von der Partlänge auch der Endboss. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe momentan keinen Bock auf den Endboss hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich war damals sehr, sehr mühselig. Aber ich muss zugeben, es ist zumindest auch der letzte Boss im Spiel, den ich mühselig empfand. Also insofern kann ich eigentlich sagen, hey, wenn ich den gemacht habe, sind die restlichen Bosse eigentlich, also nicht easy, vom Schwierigkeitsgrad her, sind einfach angenehmer zu machen. So, machen wir nochmal hier ab. Wie bereits erwähnt, ist die Folge bereits vorbei. Wir haben wieder einiges geschafft, wir sind hier im Inneren des Schiffs angekommen. Hier müssen wir dann die Flamme holen, ja, in der Vergangenheit, vielleicht sogar dann in der Zukunft. Mal gucken, wie das Ganze ablaufen wird. Unser Schwert weiter stärken wird, aber vorher erstmal die Crew befreien, erstmal das Schiff irgendwie, ja, nicht gerade resetten, aber halt, ja, stürmen kann man eigentlich auch nicht sagen, wa? Auf das Schiff. Schiffen. Nee, nicht Schiffen im Schiff. Das Schiff. Das sicher nicht im Schiff. Nicht Schiffen im Schiff. Nee. Das Schiff meistern, sagen wir es mal so. Den Dungeon und das Schiff meistern. Man kann sagen, was man will, aber das Spiel hat schon interessante Dungeons, wa? Vor allem, wenn man natürlich bedenkt, dass es ja das erste Spiel in der Zelda-Timeline ist. Und dementsprechend natürlich, wo man so sagen kann, ja, muss natürlich dementsprechend auch irgendwie das Design und so irgendwie speziell sein. Ist nicht irgendwie so speziell, wie es für den Helden abgestimmt ist und so. Oder speziell, ja, immer gleich aufgebaut sein muss, in einer Art Tempel halt bei vielen Spielen so ist. Eben ein bisschen rudimentärer, aber trotzdem so, dass man sagen kann, es ist innovativ und zum Teil, vor allem wenn man sich so betrachtet wie Tempel des Erdlands und so, dass es halt trotzdem auch traditionelle Tempel gibt. Also insofern ist eigentlich für ihn was dabei. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zusehen und vor allem fürs lange Zuhören und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Link sagt ciao. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.